Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Im Vergleich zu der letzten Episode hat es eine kleine Änderung gegeben. Sowohl wahrscheinlich was unser derzeitige HP angeht, also unser TP, als auch was unser Inventar angeht. Ich habe nochmal der Autosave von der Stadt der Höhlen geladen und habe den Prinz Willi gejagt, um das hier zu kriegen. Das hat er nämlich bei sich gehabt. Wellenklinge, Teil der Hellebarde Welle. Das ist ein Teil der mächtigen Hellebarde Welle, die von einem Kult von Ambali-Anhängern als Werkzeug der Rache geschmiedet wurde. Es ist bekannt, dass die Hellebarde ihren Opfern Körperflüssigkeit entzieht. Angeblich soll sie dazu in der Lage sein, Feuerwesen praktisch augenblicklich zu töten. Man sagt, dass Welle vor langer Zeit an die Feuerriesen vom Sturmhorngebirge verloren ging. Das Artefakt wurde jedoch von dem Abenteurer Araganon vom Langgriff wieder beschafft. Die einen sagen, dass das Artefakt bei einer Wette in Sigil verloren hat, der Stadt der Portale. Andere wiederum behaupten, dass es gemeinsam mit ihm und seinem Schiff bei einem heftigen Sturm im Schwertmeer unterging. Was nun wahr ist, ist niemand genau bekannt. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall so was Schönes. Und damit können wir dann, wenn wir wieder zurück in Athkatla sind, auf jeden Fall auch die Hellebarde Welle vollenden. So, jetzt machen wir auf jeden Fall hier nochmal die Sporenkolonie platt. Okay. Es sind immer noch ein paar Leute nicht die nötige Rettungswürfe, die Willenswürfe gegen solche Mykonide. Mistviecher. Warte mal. Wir machen erst einmal die Sporenkolonie platt. Und die geht es ja hauptsächlich, dass die keinen Mist bauen. Oh je, oh je. Alle, die noch einigermaßen klar bei Verstand sind, kümmern sich um die Sporenkolonie. Und dann können wir uns um die Mykonide kümmern. Weil ich meine, stark sind diese Mykoniden ja nicht. Das Einzige, was die Biester halt können, ist wirklich Verwirrung wirken. Das war's dann aber auch schon. So. Aber genau Edwin, den ich brauche, der ist jetzt natürlich nicht gerade hässlich. So, wir machen mal Wasserheilung auf uns alle. So. Ich kümmere mich drum. Genau, Edwin brauche ich. Deswegen muss ich erst mal wieder in die Richtung gehen. Ich wollte nur noch mal die Neve säubern, weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch hier. So, dann würde ich mich ganz gern erstmal hier versammeln mit meinen Leuten. Ja. Weil in der letzten Episode haben wir ja auch noch eine Schriftrolle gekauft. Und das ist die hier, Freiheit. Die würde ich mal ganz gern einsetzen. Denn die bewirkt hier was. Und da ist anscheinend jemand erstanden. Ah, danke, dass ihr mich befreit habt. Ich war mir sicher, dass es mein Schicksal sei, hier für immer eingesperrt zu bleiben. Ich war nie glücklicher, mich geirrt zu haben. Wir stehen einer Schuld. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig von Nutzen sein. Ich habe große Pläne gehabt, die ich so grob unterbrochen bin. Wen habt ihr dann hier bekämpft? Da bin ich mir nicht so sicher, obwohl ich mir vorstellen kann, dass ich wahrscheinlich einfach einen Einheimischen mit meiner Unkenntnis und der hiesischen Sitte beleidigt habe. Das Ziel, das ich vor Augen gehabt habe, könnte mich geblendet haben. Trotzdem muss ich fortführen, was ich angefangen habe, und ich werde das mit eurer Hilfe tun, wenn ihr einverstanden seid. Ja, ich wär's mal überlecker. Lass mich zu Ende retten. Ich bin sicher, dass ich euch verlocken kann. Der Gewinn ist groß, aber ihn zu ergattern ist schwierig. Der Punkt ist winzig und vorsichtige Zaubersprüche könnten eine Lücke in die Mauern zwischen den Dimensionen schlagen. Auf der anderen Seite kennt man vielleicht manch wertvolle Zauber entdecken, wenn man weiß, wo man zu suchen hat. Wenn ihr mir ein bisschen helfen könnten, wäre ich euch auf ewig dankbar. Dort wird's Gegenstände genug für uns beide geben. Was brauchen wir von mir? Ich will gerne drum rumretten. Es wird ein Kampf geben. Ich habe gedacht, ich sei darauf vorbereitet, aber mein Versagen hat gezeigt, dass ich falsch lag.
Mit eurer Hilfe sollten die Dinge besser laufen, obwohl ja erste Aufgabe viel weniger gefährlich wären. Ein paar Bootegänger. Es hört sich auf Anhieb so an, als ob es unter meiner Würde wäre. Ich bin kein Botenjunge. Ich entschuldige mich davor, dass ich etwas vorgeschlagen habe, das euch erniedrigen wird, aber ach, die größten Pläne haben kleine Fehler. Ich kann hier bleiben und mit einleitenden Zaubersprüche beginnen, aber die echte Dimensionen durchbrechende Zaubersprüche kann ich ohne die in meinem Buch der Rituale verzeichnete Verfahren beschwören. Ich glaube, es wurde mir weggenommen, nachdem ich eingekerkert worden bin. Es waren Snirflebli, die beobachtet haben, in welche Situation ich geraten bin. Vielleicht hätten sie es mitgenommen. Ich kann ihnen das nicht übel nehmen. Ich bin sicher, dass es so ausgesehen hat, als ob ich für immer verloren sei. Ja, dann nehme ich es mit, wo wenn sie es wohl gebraucht haben. Ich meine, dass im Norderdorf das Wirfnebli gibt. Vielleicht hätten sie meine Sache drin gebracht. Wenn er hingeht, dann sagt ihnen, dass er alles behalten kann, bis aufs Buch. Ja, dankeschön, wenn ihr irgendetwas tun kennt. Ich werde am Portal vom Erdelement sein und die Gegend mit kleinen Zaubersprüche Weichklopfer. Die mächtige Magie eures Zaubers befreit einen eingekerkerten Magier aus den Tiefen der Erde. Muahaha. Sehr schön. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Weil da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Scheißendreck. 3 Gedanken Schindrians. Fuck. Schnell weg. Um Himmels Willen. Schnell weg. Korgan. Okay. Lock doch mal einer von deiner A. Oh, leck. Oh, leck. Wo latschen die lang, die Kerle? Hallo, Jungs? Huch, wo ist ja schon einer? Ich warte. Hoppla. Oh, yes, ist er leid. Der wollte sich hier schon schön einer von meinen Leuts reißnacken. Da ist schon der nächste wieder. Oh, Mann. Kacke, Mann. Dann eben beim nächsten Schlag. Oh, Anomen, Gott sei Dank. Okay. Mach den Gedanken. Ach, Scheiße, bevor er sich Anomen schnappt, wollte ich sagen, aber hat sich erledigt. Dass diese Mistviecher halt immer zuerst auf die gehen, die wirklich schon betäubt sind. Das ist echt eine Kack-Programmierung. Mann, Edwin hat auch schon ein bisschen gezuzelt. Boah, Mann, 5 Intelligenz hat er auch schon weggetrunken. Schar führt meine Hand. Meine Fresse. Müssen wir Nomen wieder beleben. Für Ruhm und Ehre. Weil da gibt es auf jeden Fall noch ein Gebiet, wo wir hin müssen. Von daher, ja, wäre besser gewesen, das Gebiet zu reinigen. Haben wir ja jetzt auch gemacht. Bei der Begegnung mit der Drow, die ich jetzt nochmal gemacht habe, weil ich bin ja nochmal, wie gesagt, zu der Stadt der Höhlen zurückgekehrt mit dem letzten Autosave und habe mir da nochmal die Wellenklinge besorgt. Da fällt mir gerade wieder ein, deswegen. Ah, okay. Muss ich warten. Ja? Weil Edwin ist mir auch wieder hops-gegangen bei dieser Drow-Begegnung. Interessanterweise hat Edwin dieses Mal oder beziehungsweise Quatsch, nicht Edwin. Handy Drow dieses Mal Ken Hakesha beschworen. Quatsch. Kein Nishru beschworen. Yes, halt bin ich wohl ganz anders anscheinend. Ja, die Viecher haben glücklicherweise kein Nishru beschwören können. Das heißt, ich war dort ziemlich sicher. Sagt mir, was zu gute Idee, Bei der Begegnung. So, Moment. Da ging es doch irgendwo Achrei. Halt mal der Gaul A. Muss doch hier irgendwo gewesen sein, oder? Es wundert mich, wenn es nicht hier ist. Nee, du anscheinend nicht. Da haben wir nämlich auf jeden Fall noch einen Gang, den wir entlang müssen. Dann vielleicht dort? Ja, genau. Da müssen wir dann später noch vorbei. Heute in der Episode noch nicht, aber wenn ich die Gänge in Angriff nehme, dann 100%ig. So. Ich speichere mal lieber hier wieder. Nachdem wir diese überraschende Begegnung mit der Gedankenschinder überlebt haben. Ja? Edu, und Golvadianton, da sucht in Osterra. Ich verstehe überhaupt nichts.
Ihr dort, ihr Driver, bleiben stehen und identifiziert euch in eurer Bestimmung. Ich komme in Friede, wie man sagt, und ich heiße Abdel Adrian. Ihr seid kein Bewohner von dem Ort, Fremde von Over? Herkommen sollten ja nicht, auch nützlich könnten er sei. Ihr dürft Eidreder, was seid von beste Benehmen. Geht und sprechen zum Fürst, unserem schönen Granitheim. Das wird für euer Wohlbefinden sorgen. Und wissen, ich sehe die Dunkelheit, mit der ihr reist. Freunde der Drow sind wir nicht, aber wir werden sie jetzt hier dulden. Achten unseren Friede. Ja, das ist halt immer so eine Sache, wenn man Drow mit dabei hat. Sonderlich beliebt sind die nicht. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, warum die nicht so beliebt sind, ne? Aber ja, wie gesagt, da muss man halt immer doppelt und dreifach aufpassen, wenn man Viconia mit dabei hat. Weil die anderen, die sehen natürlich erstmal nur, das ist ein Drow. Die sehen nicht, was das für eine Person ist und ja, was die so macht, etc. pp. Was ihr Hintergrundgeschichte ist, das sehen die nicht. Die sehen nur Drow. Und Drow ist immer gleich scheiße, das ist immer gleich böse. Von daher, ja, ist halt immer so ein leichtes Handicap, wenn man Viconia bei sich hat. Deswegen kriegt man ja an sich schon, nur weil sie mit in der Gruppe dabei ist, 2 Rufpunkte abgezogen. Haha, scheint, als ob genug für alle da ist. Hey, vielleicht muss ich euch ja doch nicht alle töten. Zumindest nicht so bald. Das kennen wir schon zur Genüge, Korgan. Da haben wir noch einen Ring gefunden, den wir auch gleich beim Händler identifizieren werden. Wenn es denn sein muss. Aber, so, joink. Ja. Schön. Ich meine, wir dringen hier erstmal bei deiner Gnome hier Ei. Und das erste, was wir machen, ist ihnen die Truhe leer räumen. Das finde ich fair. Moment, ja, Abdo können wir auch die Schränke noch plündern. Sehr schön. Und noch einer. Das ist immer das Schönste. Wenn man denen die Steine plündert oder die Schränke plündert. Wobei, ich glaube schon, dass ein Sonnenstein hier durchaus von Wert ist. Ich weiß nicht, ob der im Unerreich so natürlich vorkommt. Aber ein Sonnenstein wäre schon etwas, was für die Bewohner vom Unterreich was Besonderes wäre. Also hier haben wir nur den Ender. Das Wirfnebli. Und dann packen wir erst mal unser Stell in Sicherheit. Und dann retten wir mal mit dem. Ah, Besucher in unserer schönen Stadt. Selten genug und noch dazu von der Oberwelt, so wie ihr aussieht. Überraschend, dass er mit der Dunkelheit von einer Drow reist. Das soll keine Abwertung sein, aber es ist überraschend. Es überrascht mich sehr, dass ihr es Wirfnebli euch der Gefahr aussetzt, meinen Zorn zu erregen, indem ihr ständig auf mich zeigen. Das soll eine Beleidigung sein, aber allerlei kommen nicht so oft aus gesellschaftlichen Anlässen. Nee. Komm, ich möchte mit euch reden, wenn ihr bereit seid, zuzuhören. Moment. Oh. Schon wieder eine Gruppe Schwächlinge aus dem hintersten Tunnel, die meine Hilfe braucht. Welche Überraschung. Verschont mich mit solchen Formulierungen, wir sind nicht schwach. Es ist gestanden, wenn man erkennt, dass man keine Chance mehr hat. Zu viel Blut von des Wirfnebli wurde drüber bereits vergossen. Ja, ich werde euch zuerst die Einzelheiten von der Aufgabe mitteilen und ihr könnt entscheiden, ob ihr annimmt. Ich bringe nur der Stern ins Roller. Wie putzig, machen weiter. Wie ihr seht, kennt ist unser Granitheimdorf ziemlich leer. Ich habe die Mehrheit in tiefer liegende Gebiete weiter weg von hier geschickt. Es war nicht länger sicher und es ist unser eigener Fehler gewesen. Wir haben kürzlich so tiefe Tunnel gegraben und eine Monstrosität freigelegt. Es ist seltsam, wie todbringend die Höhle. Ungeheuer, was man noch nicht außerhalb von unseren Träumen gesehen haben. Der Dienst, um den ich euch bitte, ist einfach zu erklären, aber schwierig in die Tat umzusetzen. Ich bitte darum, dass die Bestie getötet und der Tunnel verschlossen wird. Ihr kleine Dreckfresser seid doch hier die Wühlmäuse. Warum begrabt ihr es nicht selber? Mach mal, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hart. Könnte man den Tunnel nicht einfach über die Kreatur zusammenbrechen lassen? Ja, der Tunnel wird tatsächlich zusammenbrechen, da sind wir sicher. Aber ungewiss ist, ob die Bestie jetzt, wo sie erwacht ist, dadurch auch wirklich sterben wird. Erwacht? Was für eine Kreatur wollt ihr mich denn entgegenstellen? Ich kriege das Gefühl, dass diese Kreatur nicht natürlichen Ursprungs ist. Wie ich gesagt habe, das ist eine Bestie aus unseren Träumen oder Albträume, wenn ihr das lieber hört. Sie stammt dann aus dem Fels. Ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Ja, sie umbringe und begrabe, aber leicht gesagt, was kriege ich dann davor?
Ich hab gehört, ihr bedenkt, dass wir nicht die Reichstätter Granit... Ich höre, ihr bedenkt, dass wir nicht die Reichstätter von Granitheim sind. Wir stehen ständig unter Druck, weil die Drow so nur sind. Das ist mir egal, ihr werdet mich bezahlen und ihr werdet mir über 2 Oberweltleute berichten, nach denen ich suche. Andere Leute von der Oberwelt. Na, ich weiß von ihnen, aber es wird euch schwerfallen, sie zu finden. Sie sind durch die Stadt der Drow gegangen, nach Ustnata. Bevor ihr erfroren, vielleicht weiß ich einen Weg in die Drow-Stadt. Ja, ich kenne Wesen, was euch helfen kennt. Es kennt euch sicher Reibbringer, aber noch werdet ihr bestimmt tot. Sorge Beleidigung sei maler Drow, aber ich sehe, ihr tragt kein Zeichen von einem Haus, was ich kenne. Besser ihr begebt euch nicht Reis, sondern besonders nicht mit eurer jetzigen Begleiter. Was ist mit dem Indigo-Beast-Weibchen so toll ist, wenn sie hier ohne genauso zielscharf wird wie wir? Na, ich weiß nicht, sie verfügt über einen gewissen Charme. Ey, ja, Vico, der Edwin steht auf euch. Schmach auf Schmach, fahrt mit eurer Alternative fort, Goldander. Wenn ihr das Risiko auf euch nehmen wollt, wäre ich euch gerne den Weg dorthin zeigen. Die große Treppe führt direkt zum Drachehort. Es ist der schwärzeste aller Tunnel, aber auf der anderen Seite ist herrliches Licht. Ihr selbstgewählter Name ist Adalon, aber werte Dame wird ihr gefallen. Zeigen Respekt und ihr werdet ebenfalls respektiert. Was für eine Sorte Wesen ist dann die Adalon? Ist das auch so was Wirfneblin wie ihr? Meine Güte, nee, sie ist ein Geschöpf von größter Schönheit, wie ihr hoffentlich erkennen werden. Sie pflegt ganz besonderen Umgang, mehr als andere ihrer Art. Ich bin sicher, sie wird euer Belange ernst nehmen, wenn ihr euch höflich verhalten. Aber ich fürchte, ich muss euch den Zutritt verwehren, bis die Angelegenheit von meinem Dorf erledigt ist. Natürlich, Selbstsucht ist euer größte... nochmal. Natürlich, Selbstsucht bei aller Großzügigkeit bewundernswert. Der Durchgang zu ihrem Hort ist gegen Eindringlinge geschützt durch eine von ihr selber entwickelte Kraft. Es ist die schwärzeste Dunkelheit, die sogar Drow am Eitrete hindert. Wenn die Bestie in die Kaverne erledigt ist, werde ich euch ein Licht stecken, wenn die Dunkelheit im Tunnel vertreibt. Ich trage ihn immer bei mir, aber für den Dienst werde ich ihn gern an euch weitergeben. Das zu verraten war ein Fehler, Dummkopf. Ich werde euch umbringen und der Stern mich nicht mehr vergesst, die Abmachung. Alter. Ja, das finde ich arge Messer. Ich bin froh über eure Entscheidung. Der Durchgang ist im Nordosten bewacht von einer von meiner besten Brecheschläger. Er wird euch passieren lassen. Nimm die magische Schriftrolle der Steinverformung. Sie hat eine magische Verbindung zum Gestein der Höhle. Wenn die Bestie tot ist, benutzen sie, um die Höhle einstürzen zu lassen. Ich werde anschließend für alle Zeiten verboten die Zone draus machen. Dankeschön, habt ihr Adrian. Ihr wisst gar nicht, was ihr uns Gutes getan habt. Ja, jetzt haben wir das Ding noch gekriegt. Schriftrolle Steinverformung. Mit Hilfe der Schriftrolle, die euch der König der Swirfnebli gegeben hat, könnt ihr Steine beeinflussen. Diese Schriftrolle wurde so verzaubert, dass sie auf die Ausgrabungsarbeiten abgestimmt ist, damit durch die Gnome das Untier befreit haben, das jetzt die Stadt bedroht. Verwendet diese Schriftrolle, um das Loch wieder zu verschütten, das die Gnome gegraben haben. Okay. Sagt mir, was zu tun ist. Gute Idee, das mir Dann zu geht's aber übertragen. da noch. Wo hier? Ich warte. Und da sollte ich auch nochmal mit Leuten sprechen. Komm, der Rede wert. Terndl Deckelfort und ein Wirt. Ja, aber mit einem Deckelfort hatten wir zu tun. Wisst ihr das noch aus der letzten Episode? Ja? Vergib mir mal Eitringer, aber ich hab Neuigkeiten. Ich hab euer Kind gefunden und den Bu befreit. Mein Bu? Er ist vor kurzem zurückgekommen und hat von seiner Rettung berichtet. Ich hörte, er ist verrückt, verhungert oder noch Schlimmerem. Ich hätte nie geglaubt, dass Overweltler ihm zur Hilfe kommen würden. Und die nicht aus dem Granit stammen, kümmern sich nur selten um unser Belange. Bitte nehmt das Geschenk in seinen Namen an. Ich danke euch sehr. 10.000 Erfahrungspunkte gibt's Over 3. Und wir kriegen Abwehrarmreifen RK4. Das ist eigentlich soweit ganz schön, aber wir haben leider schon die RK3-Dinger gekauft. Also, wie ihr seht, bringt nicht so besonders viel. Aber so what. Ich würde sagen, die Geste zählt. Und 10.000 Erfahrungen haben wir auch noch dazu gekriegt. So. Können wir mit dem nochmal weiter? Ja? Ah ja, genau. Kann ich mal sehen, was ihr zum Handeln habt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Was hat dann der? Ja, der hat leider nur Schampel bei sich. Das heißt, ich muss hier erstmal wieder Zeug verkaufen. Aber hier im Unerreich kriege ich generell weniger für mein
für mein Zeug, muss ich sagen. Aber jetzt können wir auch noch den Ring identifizieren hier. Zack. Zeige ich jetzt auch nochmal. Tölpelring. Tölpelring Züchtiger. Oft der Fluch des unvorsichtigen Magiers wurde dieser Ring zur Förderung der Bescheidenheit verwendet. Hergard Norin, ein großer Zauberer von Narfell, übergab den Züchtiger seinen talentiertesten und egozentrischsten Schülern. Wegen ihrer blinden Arroganz hielten sie den Ring für eine Belohnung ihrer offensichtlichen Genialität und nicht für die Bestrafung eines missbilligenden Lehrers. Spezifische Eigenschaften: Intelligenz auf 3 gesetzt, Weisheit auf 3 gesetzt. Besondere Fähigkeiten führt beim Träger zu beeinträchtigtem Denkvermögen. Kann nur abgenommen werden, wenn vorher Fluchbrechen gewirkt wurde. Ja, das ist sozusagen der Dummkopfring. Meine Güte, also Dodo noch ist mal wirklich nur sabbern, so. Ja? Okay. Genau, das wollte ich noch. Euch ist nicht zufällig ein verloren gegangener Ausrüstungsgegenstand unangekommen, der im Zauberer gehört. Man findet hier Mengen in den Tunnel, jawohl. Und es kann nicht schade, wenn man etwas aufhebt, was aus einer toten Hand gefallen ist. Der Zauberer ist nämlich tot. Er wünscht sein Buch der Rituale zurück. Nämlich tot? Das ist nicht gute Erholung. In Ordnung, ihr könnt sein Buch haben, aber ich möchte einen Finderlohn. Ich habe sogar getrennt von einer anderen Sache aufbewahrt. Seltsamer Lesestoff ist das. Sind 300 Goldmünze zu viel für einen Geldbeutel? Ja, komm, nimm. Dann sind wir im Geschäft. Mistkerl. Ich hoffe, der Magier bezahlt uns auch wieder. Ich habe jetzt nur Schiss gehabt, weil ich nicht gespeichert habe vorher, dass der eventuell sagt, nee, wenn ihr mich jetzt so abhammt von wegen 300 will ich nicht bezahlen, dann gebe ich es überhaupt nicht und dass ich nämlich die Sprechoption habe. Ja. Aber wie gesagt, bei 191.000 Goldmünze, da sollte man mal nicht so pingelig sein. Bisschen was bezahlen können wir ja auch. So, da geht's wieder in die Drow-Architektur über auf der Seite. Ja. Weil da auch wieder was Drowisches kommt, muss man gleich mal dazu sagen. Weil man hat ja hier diese Drow-Architektur und hier geht's auch weiter, etwas verschnörkelter. Und ja, so sieht's halt aus. Nee, Quatsch, das war nur so ein stinknormaler Gang. Und da ist der Swirfnebli, der Hauer. Ja? Ich wurde von der erteilten Erlaubnis unterrichtet, ihr dürfen zu der Tiefe passieren, wenn ihr wollen. Aber ich mache mal Sorge wegen der Gefahren, die euch dort erwarten könnten. Oh Gott, wie liebreizend. Zumindest einer macht sich Sorge. Gesundheit, Hugo. Kater hockt wieder auf dem Bett hin und ist mal wieder mit dabei. Und der hat mal ganz schön genießt gerade. Falls ihr es gehört habt. So, jetzt machen wir mal hier die der wieder zu. Ist schon geschehen. Und jetzt kommt dieses Geschöpf hier. Und da würde ich vorher auf jeden Fall gern speichern. So, da. Zack, zack. Und die dunkle Grube wirkt beunruhigend auf euch. Noch einmal. Was war der Dunkelheit überwältigt euch? Und ihr spürte Anari-Präsenz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es ist ein Balor. Das ist so ziemlich das Übelste, was man sich hier vorstellen kann. Ein Balor ist ist der übelste Dämon, den es gibt. Ein Balor ist der höchste Dämon von der Tanari. Also Tanari generell sind Dämonen. Und der Balor ist das oberste Geschöpf. So, er hat schon mal Vikonia gekillt. Das finde ich gar nicht gut. Deswegen laden wir nochmal unseren Quicksave. Und deswegen verstecken wir die andere hier oben und Korgan geht vor. So. Ich habe gesagt, wir verstecken eigentlich hier oben. So. Weil Korgan hat dagegen noch die beste Rettungswürfe als Krieger. So, schnappt ihr den scheiß Balor. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf die Streitaxt. Oder Moment, was war dann das? Flamme des Nordens. Was hat das nochmal ausgerichtet? Chaotisch böse nochmal +4. Das ist nicht schlecht. Ach, wenn er in sowas nicht geübt ist, würde ich Korgan doch mal gegen das Vieh hier A-treten lassen. So prompt. Mit diesen 2 Händen. Okay. Okay, Abdel Adrian ist... Oh, scheiße. Der verdammte Bastard ist immun, ist nicht so gut.
Ach, das ist nur +2 Waffe. Na toll, ein Balor kann nur mit einer +3 Waffe anscheinend verletzt werden. Na gut. Dazu kommt halt noch, dass ein Balor gegen so ziemlich jedes Element eine hohe Resistenz hat. So, und deswegen habe ich halt die der zugemacht. 26.000 Erfahrungspunkte hat er gebraucht. Ja. Die Sache ist halt, dadurch, dass der ständig Furcht wirken kann und das in ziemlich gutem Ausmaß, habe ich der hier sicherheitshalber zugemacht, damit die Leute mir nicht hier in der ganzen Stadt rumrennen. Jetzt warten wir mal, bis die do fertig geeiert haben, wie so ein närrisch Hinkel, und trinken erstmal einen Schluck Wasser. Ach ja. So. Dann warten wir, bis Anom und Abdel Adrian sich wieder beruhigt haben. Ja. Wobei, ist nicht mehr notwendig, wir machen einfach nochmal furchtbar. So, Sagt mir, was ich kümmere dann mich hätten wir drum. das erledigt. Und wir verwenden diese Schriftrolle hier noch. So. Das kann sogar Abdel Adrian verwenden. Wir verwenden die Schriftrolle Erdbebe, um das Schach zu versiegeln. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis die Höhle wieder so aussieht wie vor dem Zeitpunkt, an dem die Gnome mit ihrer Grabung angefangen haben. Und dann haben wir hier auch noch Buch der Rituale. Das Buch befasst sich mit Rituale der Elementebene und gehört einem Magier namens Vital. Andere Leute kennen nur, wenn ich damit anfange. Sehr schön. Okay, Anom hat anscheinend furchtbar nett abgekriegt. Deswegen warten wir jetzt noch, bis der hier fertig ist. Aber Lecco Mio, ein Balor mit 26.000 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Wir können auch hier nochmal bei den Werte gucken. Dort sehen wir dann zum Beispiel auch, stärkster besiegter Gegner von Abdel Adrian ist der Knochengolem. Und insgesamt hat er in Kapitel 5 Feinde schon getötet. Und insgesamt, also so eine Summierung aller Spiele, aller Kapitel, 228 Feinde insgesamt getötet. Und 11% von den Feinden hat er getötet. Korgan, der Gegner, hat 54 umgebracht. Sein stärkster besiegter Gegner ist Thaxxiria. Und er hat 684 Gegner insgesamt abgemurkst. Und was war da noch? Ja, genau. Von der Gruppe getötete Feinde prozentual. Ja. Gesamterfahrungswert der Gruppe, so viel. Ja, er hat 54 Gesamterfahrungswert eingebracht durch seine Kills. Ja, seiner war Tolgerias. Das war der verhüllte Magier in der Elementebene. Nicht in der in der Ebene der Sphären, so rum. 265 insgesamt schon getötet. Vikonias stärkster war der Direktor im Vierkrag-Dungeon, dieser Betrachter. 6% Erfahrungswert der Gesamtgruppe hat sie beigetragen, 150 Feinde gekillt. Und Edwin wahrscheinlich der schwächste, genau, 101 umgebracht. Aber sein stärkster getöteter Gegner ist der Vierkrag. Und Vierkrag war, glaube ich, bei 56.000 oder sowas an Erfahrungspunkte. Also nicht zu vergleichen, so ein erwachsener bzw. ehrwürdiger oder altehrwürdiger Drache mit dem Balor. Wobei der Balor immer noch ein extrem mächtiger Gegner ist, der nicht zu unterschätzen ist. Man sieht ja das Ganze an diesem Rumgeeier von Anomen die ganze Zeit. Das ist ja schrecklich, wie lange hält dann diese Scheiße? Ah, gerade eben wollte ich nochmal furchtbar wirken. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu der Siedlung der Svirfnebli. Moment, wir können uns eigentlich wieder dort positionieren bei dem Kerler. Das war von dort aus immer Kummer. Dort hier ist er befreit worden. Moment. In die Richtung ist er befreit worden. Deswegen geht ihr schon mal dort hier. Und Abdel Adrian, der Hass auf sich hat, geht mal dort hier und handelt jetzt nochmal mit dem Bürgermeister, mit dem Bäuermeister aus. Willkommen. Wir fürchteten um euer Wohlergehen, als wäret ihr einer von uns. Ja, genau. Ich habe Lärm gehört während eurem Kampf, Abdel Adrian, und ich bin froh, euch lebend wiederzusehen. Mein Dank ist unbeschreiblich groß. Jetzt, wo der Tunnel zusammengekracht ist, wird die Bestie nie weiter gestört. Ich weiß, dass er tot ist, aber wer weiß, was mit so Dingen alles geschehen kann. Ja, ich bin fertig. Komm mal zur Bezahlung. Erlaub, ich werde Ihre eigene Ziele keine Sekunde länger verzögern. Bitte nehmt den magischen Gegenstand als Teilzahlung an. Und außerdem den Lichtstähl, damit wenn ihr in der Lage seid, die große Treppe zu begehen und der Hort von Adalon zu betreten. Ich wünsche euch alles Gute. Okay, wunderbar. Dann würde ich jetzt eigentlich nur noch ganz gern mich mit meinen Leuts hier hinstellen.
Und noch der Stufeaufstieg mache von Abdel Adrian, um mir die Ergebnisse noch anzugucken. Und dann schauen wir mal, dass wir hier unseren Cut reinjagen. Und jo, dann würde ich aber auch noch mal sagen, von wegen Adalon und Drache und Pipapo, eventuell könnt ihr euch vorstellen, was für ein Drache das ist. Und nee, es ist ausnahmsweise kein Schattendrache. Bei Adalon handelt es sich um einen Silberdrache. Weil, von wegen, ihr könnt es euch schon denken, wegen Adalon, wir haben jo hier noch einen Gegenstand, menschliches Fleisch. Und davor wollt dieser Typ aus der Uma-Hügel jo unbedingt Silberdrache-Blut haben. Und zwar jo logisch, dass wir nochmal an späterem Zeitpunkt auf so Wesen stoßen könnten. Aber noch Lichtedelstein. Ihr habt diesen Lichtedelstein vom König der Svirfnebli erhalten. Das Licht, das der Edelstein ausstrahlt, scheint stark genug sein, um jede Art von Dunkelheit zu bannen. Hier haben wir noch einen Schädelschmetterer plus 3, Streitkolben plus 3. Die Waffe ist mit Blut verkrustet, das sich nicht mehr abwaschen lässt. Es legt ein beredetes Zeugnis über die zahlreichen Schädel ab, die die Waffe bereits eingeschlagen hat. Die Waffe ist wohl schon seit Urzeiten der Bann zahlreicher humanoider Wesen gewesen, aber es gibt in historischen Quellen keine Aufzeichnungen über ihre Träger, vermutlich steckt Absicht dahinter. Ja, 1w6 plus 4 macht es, plus 2 gegen humanoide Wesen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich würde sagen, solange wir es nicht mit Untote zu tun haben, kriegt Vikonia dieses Ding hier noch. Ja, weil das ist gegen Untote natürlich absolut perfekt. Aber, yo, sehr schön. Dann noch Abdel Adrians Stufenaufstieg. Er hat jetzt nochmal Schadensfaktor für hinterhältigen Angriff erhöht um 1. 15 Fähigkeitenpunkte. Jetzt müsste ich 8-fache Schade durch hinterhältige Angriff machen. 15 Fähigkeitenpunkte, 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde. Okay, dann machen wir alles auf leise bewegen, würde ich sagen. Wobei, machen wir nochmal 5 weg und machen wir nochmal Fallen finden, dann sind wir da schön ausgeglichen, was das angeht. Okay, und ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.